Gibt es etwas Cooleres als packende und rasante Brettspiele zu spielen? Oft sind aber jedoch die Brettspiele ein bisschen flach und bieten meistens nicht das, was man gerade erlebt im Spiel. Stellt euch vor, ihr seht das, was ihr auch gerade spielt, vor euch mit Modell live auf dem Tisch. Vor ein paar Wochen ist das neue Killteam von Games Workshop rausgekommen. Killteam ist ein Tabletop-Game, wo verschiedene Spezialisten-Teams gegeneinander kämpfen und versuchen, verschiedenste Missionen zu erfüllen. Oft hat man es mit dem grossen Bruder Warhammer 40k verglichen. Doch es erfrischt mit neuen Mechaniken und Regeln und ist schon fast ein eigenständiges Game und nicht mehr 40k in klein. Sogar spezielle Killteams sind extra für die neue Version rausgekommen. Du hast keine Ahnung, was Killteam ist, oder du willst wissen, ob es etwas für dich als 40k-Spieler ist? Dann bleib dran! Hey zusammen, herzlich willkommen zu dem neuen Video, oder soll ich besser sagen, zu dieser neuen Videoserie über das Killteam. Es geht mir nicht nur darum, Killteam Stück für Stück zu erklären, so die einzelnen Phasen, wie man Killteams baut und was Match und Narrative Play ist, sondern auch so ein bisschen die Leute, die ein bisschen skeptisch sind, abzuholen, so ein bisschen zeigen, hey, das ist das neue Killteam, und zum anderen auch Leute, die gar noch nie Tabletop gespielt haben, so ein bisschen ans Tabletop anzuführen. Weil ich finde, für das ist Killteam ein mega gutes Spiel, weil es ist einfach zum Reinkommen und es macht einen Haufen Spass. In dem ersten Video geht es vor allem darum, so ein bisschen herauszufinden, was das neue Killteam überhaupt ist. Dabei vergleiche ich es nicht nur mit dem alten Killteam, sondern sage auch, für wer Killteam eigentlich geeignet ist und wieso man es spielen sollte. Zum Schluss gibt es dann einen kleinen Einblick für all die kein Warhammer spielen, wie man am besten mit Killteam anfängt. Das neue Killteam sieht auf den ersten Blick ziemlich anders aus. Nur schon, wenn man die einzelnen Datenkarten anschaut von den Operatives, dann sieht man schon ziemlich schnell, dass es einen Unterschied gibt zwischen Killteam und 40k. So hat zum Beispiel ein Skitarii in 40k nur 1 Leben, während ein Killteam gerade ganze 7 hat. Ebenfalls kann man bei den Waffen einen Haufen Sonderregeln finden, die nur in Killteam vorkommen. Was ich hier vor mir habe, ist das alte Killteam-Regelbuch aus der letzten Edition. Und wenn man so ein bisschen durchblättert, dann findet man relativ schnell heraus, dass Datenblätter ziemlich ähnlich sind wie die, die man aus dem 40k kennt. Und auch der Spielaufbau ist sehr ähnlich am 40k, so die Phasen und so. Es hat natürlich leichte Abänderungen gegeben, aber im Grundprinzip orientiert sich im alten Killteam sehr viel am 40k. Der grosse Unterschied schreckt auch ein paar Leute ab. Weil oft war ja Killteam eigentlich auch für Leute, die 40k gerne gespielt haben und mal etwas Kleines machen wollten mit ihrem Modell. So ein Skirmish-Game halt. Jetzt ist der Schritt von 40k zu Killteam um einiges schwieriger, weil eigentlich fast das ganze Regelsystem erlernt werden muss. Und früher haben halt Modelle fast die gleichen Stats gehabt und auch sonst sind die Regeln sehr ähnlich gewesen. In diesem Punkt kann ich immerhin eine Warnung geben. Auch wenn sich das Spiel sehr von 40k unterscheidet und die Regeln mit Aktivierungen, Gruppenaktivierungen, verschiedensten Roll-Up im Kampf sehr kompliziert tönt, ist es doch eigentlich relativ einfach zum Spiel hineinzukommen. Nach 1 bis 2 Spielen, vielleicht auch 3, ist man schon fast sicher mit den Regeln und kann ohne viel nachschauen zu müssen auch das Spiel geniessen. Das Gleiche gilt auch für Neulinge. So kann jemand, der Killteam schon 2-3 Mal gespielt hat, einen, der noch nie gespielt hat, mega einfach anführen. Und auch der Neuling wird schon in 2-3 Spielen dabei sein. Ob es wirklich so einfach funktioniert, wie ich gerade gesagt habe, werdet ihr in einem Videoexperiment, das bald noch kommt, sehen, wo ich einen anführe als Killteam, der noch gar nie Warhammer gespielt hat oder noch gar nie Tabletop gespielt hat. Also abonniert, damit ihr das Video nicht verpasst. Killteam ist also viel anders als 40k oder das alte Killteam. Trotzdem ist es einfach zu verstehen und ermöglicht genau das, was ich von einem Skirmish-Game erwarte. Schnelle und packende Scharmützel. Ich habe 3 Gründe für euch, wieso es sich lohnt, Killteam ein bisschen genauer anzuschauen. Du hast schon immer mal eine andere Fraktion spielen, aber hast keine Lust gehabt, 2000 Punkte davon anzumalen? Im Killteam musst du das auch nicht. Hol dir eine Box aus dem Laden und du hast deine Necron-Einheiten. Oder dein Death Guard Kill-Team oder wie auch immer. Und wenn du keine Lust mehr hast, deine Space Marines anzumalen, dann gehst du halt weiter zu dem anderen Kill-Team, wo du gerade dran arbeiten bist.
Killteam bietet einfach mega viel Abwechslung und Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Der zweite Grund ist, man kann auch mal gemütlich am Abend ein Killteam spielen. Es ist gut zum Mitnehmen, es passt eigentlich fast auf jeden Tisch drauf und man bringt auch am Abend mehrere Spiele rein. Ebenfalls ist es ein recht offenes System, das man kann auch anpassen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal das dritte oder das vierte ist, kann man das auch locker mal spielen und das macht einfach immer noch sehr viel Spaß. Und wer weiß, wenn man es mal am Abend mit einem neuen Killteam-Spieler spielt, vielleicht ist es schon bald gleich ein neuer 40k-Spieler. Der letzte Grund ist ziemlich einfach. Killteam passt in jede Gelegenheit rein. Es braucht meistens ein Täschchen, ein bisschen Gelände, Modell und schon hat man das Nötigste für eine Partie Killteam. Oder du hast keine Lust auf 3 bis 4 Stunden 40k? Dann spiel halt das Killteam. Du willst mit Killteam anfangen, aber bist dir nicht sicher wie? Dann ist dieser Abschnitt genau perfekt für dich, weil jetzt zum Abschluss kommen noch ein paar Tipps, wie man am besten mit Killteam anfängt. Es ist nämlich im Gegensatz zu 40k sehr einfach mit Killteam anzufangen. Am einfachsten ist es durch Killteam Starterbox anzufangen, wo schon alles eigentlich außer dem Leim und der Farbe dabei ist. Es sind 2 Killteams drin, die noch ziemlich cool aussehen und auch schön neu sind. Es hat Gelände, es hat Boards, sowie Würfel, Maß, Trügli, keine Bänder, aber Maß, Trügli. Ebenfalls findest du das Regelbuch drin und Datacards von deinen Operatives. Die Box bekommst du so etwa für 160 Franken, was eigentlich ein super Preis ist. Wenn du mit einem Kollegen zusammen teilst, bist du für 80 Franken schon dabei. Der andere Weg ist vielleicht ein bisschen komplizierter mit Killteam anzufangen, weil man braucht ziemlich viel so. Man braucht nicht nur ein Modell, sondern das Grundregelwerk, das Kompendium. Je nachdem noch Würfel, ein Maßband und Gelände. Wenn du schon einen Kollegen hast, der das Grundregelwerk und das Kompendium hat, dann brauchst du eigentlich nur noch deine Modelle, was schlussendlich zwischen 50 bis 100 Franken kostet. Aber mit den meisten Fraktionen bist du eigentlich mit 50 schon mal dabei und den Rest kannst du dann immer noch ergänzen. Das Gelände lässt sich auch für die ersten paar Spiele durch Gegenstände ersetzen und man kann es dann nach dies nach aufstocken. Deine Modelle bekommst du am besten aus einem lokalen Tabletop-Shop. Am besten googelst du einfach mal, was du in der Nähe so hast und gehst mal vorbei. Die Läden können dich oft auch noch besser beraten als ich jetzt hier über YouTube und dich auch so unterstützen. Ebenfalls ist es cool, wenn du vorbeigehst, damit der Laden halt trotz Corona kannst du ein bisschen unterstützen, anstatt Sachen bei einem Online-Grossanbieter zu bestellen. Ich hoffe, ich kann euch allen ein bisschen weiterhelfen. Entweder die ein bisschen neugierig sind, was ist das neue Killteam, oder auch denen, die denken, was ist überhaupt Killteam? Ja, wenn ihr jetzt wirklich wissen wollt, wie man Killteam spielt, dann abonniert am besten, weil in den nächsten paar Wochen werden die Videos dazu kommen, wo ich so ein bisschen erkläre, how to play Killteam. Und wir gehen wirklich durch das Ganze durch, von den Phasen, von den Actions bis hin zu den Killteams und verschiedenen Arten, wie man Killteam spielen kann. Bleibt also dran, schaut mal ab und zu auf den Channel, lasst ein Like oder ein Abo oder auch eine Frage da, wenn ihr etwas unbedingt wissen wollt. Und ich hoffe, wir sehen das schon bald wieder. Habt Sorge und bis bald.